Ausdaueranzeige, wenn du abwehrst. Ah ja. Stelle sicher, dass du genügend Ausdauer hast, um Teleportation aktivieren zu können. Okay. Dann. Future Trunks, come here. Einsatz von Spezialfähigkeiten. Erhalte Steuerung, um die Steueranleitung für Superangriffe zu öffnen. Du kannst maximal 4 Superangriffe registrieren und mit der rechten Maustaste, linke Maustaste, Q oder Leertaste einsetzen. Superangriffe benötigen Key. Wenn das Key nicht reicht, ist kein Superangriff möglich. Halte Alt, um die Steueranleitung für ultimative Moves zu öffnen. Du kannst maximal 2 ultimative Moves registrieren und mit rechter oder linker Maustaste einsetzen. Ultimative Moves benötigen Key. Wenn dieses nicht reicht, ist kein ultimativer Move möglich. Und Einsatz von Spezialfähigkeiten, halte Alt, um die Steueranleitung für ultimative Moves zu... Deutsch sehr gut, ich kann heute, ja. Für ultimative Moves natürlich zu öffnen. Du kannst maximal eine was ist denn halt los? Eine Ausweichfähigkeit registrieren und mit Leertaste einsetzen. Beim Einsetzen kannst du für kurze Zeit Ja, so, mich verarschen, Leute. Beim Einsetzen bist du für kurze Zeit unbesiegbar und weichst dem feindlichen Angriff aus. So. Ausweichfähigkeiten benötigen Ausdauer. Wenn die Ausdauer nicht reicht, kann keine Ausweichfähigkeit benutzt werden. So. Und das ist jetzt geklärt. Bitte, lasst das jetzt aufhören. Wenn man sagt, neben meiner Lebensanzeige, die links oben ist, unter meinem Namen, ist zunächst dann die Key-Anzeige gelb dargestellt und drunter in grün die Ausdaueranzeige. Die Ausdaueranzeige wird beim Sprinten angezapft, beziehungsweise beim Teleporten, wie wir ja vorher schon gelesen haben. Und das war jetzt die Teleportation, die er gleich kommt hat. So. Nachdem wir jetzt noch Strich und Faden vermöbelt haben. Ah ja, genau. Jetzt gibt es die ersten EP. Rang, glaube Z bis F. Z ist das Beste, was geht, ist noch über S. Ich habe aber keine Ahnung, wo sie da jetzt tun müssen, nicht, dass ich da Rang Z gekriegt hätte. Wahrscheinlich wegen Schaden oder irgend sowas. Egal, auf jeden Fall, also die verdienten Punkte, Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level 100. Mein Charakter ist derzeit Level 1. Die verdiente Zeni, das ist die Währung in dem Spiel, also damit kann man sich neue Ausrüstungsgegenstände, also Kleidung, keine Ahnung, Fähigkeiten auch, habe ich einen Händler gesehen, und benutzbare Items während dem Kampf, also man kann Ausdauer, Boost, Heilung, alles mögliche, wenn es so gibt. So, Levelaufstieg, Attributpunkte erhalten 3. さすがですね。シェンロンに選ばれただけのことはあります。いきなり襲いかかってすみませんでした。Also sehr erfreut schaut er ja nicht aus. トランクス。いろいろあって今はこの世界で働いています。見ての通り、ここは俺やあなたが知っている世界じゃありません。Nein, nicht wirklich. Also, unser Nähe schaut anders aus. 時々とと呼ばれる時の流れが集まる世界なんです。俺たちはここでタイムパトロール。Okay. 正しい歴史の流れから外れ、間違った未来を生んでしまう。Ja, das ist eigentlich nur logisch, ja. 歴史の改変を元に戻す仕事をしています。タイムパトロール隊員はあらゆる時代で戦うことになります。時には伝説の武道家や超パワーの戦士たちとも。どうですか？あなたの力がどこまで通用するか、ここで試してみませんか？ Boah, das glaube ich nicht schlecht. 突然言われても困りますよね。ここには俺の他にもタイムパトロール隊員がたくさんいます。よければ一度話を聞いてみてください。返事はそれからでも構いませんから。Ah ja. Okay. Und dann
Genau, das ist jetzt leider das, was ich jetzt wahrscheinlich nicht machen kann, weil das ist dann in der Stadt aktiv, also es ist kein Kampf nicht. Das ist eigentlich, also man guckt eigentlich nur in der Stadt und lernt halt die unterschiedlichen Mitglieder von der Time Patrol, also von der Zeitpatrouille kennen. Aber da war eigentlich bis jetzt noch nichts Nennenswertes dabei. Also man baut da mit keinem jetzt und irgendwie engere Beziehung auf oder sowas, außer natürlich jetzt mit dem Trunks, beziehungsweise mit dem Kaioshin in der Zeit, das kommt aber alles dann erst später. Jetzt sind erstmal das nächste Kapitel, Invasion der Erde, Saiyajin-Krieger Raditz, alias Son Goku sein Bruder, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen werden. Also, denke jetzt mal, sonst dass das Let's Play, denke jetzt mal nicht schau. Oder so. Naja. Egal, auf jeden Fall starten wir. ここが時の巣です。この場所を管理しておられる時の海王神様のお住まいと、国蔵庫と呼ばれる書物の倉庫があります。ぜひお願いしたい仕事があるので、早速ですが国蔵庫へ行きましょう。 Na dann, auf. Immer her mit dem Raditz. Dann legen wir in alle Einzelteile. これは終わりと始まりの書。宇宙の時間、歴史の流れ、すべてが書き記された巻物です。ですが、いえ、まずはこれを見てください。Und jetzt können wir die Ausschnitte, wo es schief geht. In dem Fall, was passiert wird, wenn sie der Raditz damals befreien könnte. Ja.ご覧の通りです。時空が歪み、あなたの伝え聞いている歴史とは結末が変わってしまっているはずです。俺たちの手で本来の結果に戻し、歴史の改変を直さなければなりません。あなたの力で悟空さんたちを助けてあげてください。お願いします。 Na dann, auf geht's. Durch die Zeit hinfort. So, Goku, ich komme.そうすればお前もお前の息子も助けてやる。せっ俺はおめえらの仲間になって絶対なんねえぞ。そうか。だったらお遊びはこれまでだ。のお父さんをいじめるな。うわUnd wieder so Twist. このガキ！やめろなんだと？貴様の知り合いか、孫悟空。いやでもよ一緒に戦ってくれるみてえだな。
Tja, jetzt schaut ganz so aus, als hättest du die Rechnung ohne die Zeitpatrouille gemacht. Und jetzt wirst du gleich von einem, ja, Newbie Saiyajin gewaltig den Arsch versohlt kriegen. Hoffe ich. Also, hoffentlich kriegt nicht die versohlt. Naja. Ja, so viel dazu. Egal. Also, Siegbedingung, besiege Raditz. Denke, dürfte machbar sein. Spielertrefferpunkte verbraucht ist die Niederlagebedingung. Und dann starten wir. Na, danke mehr. あとが何人増えようが結果は俺の声聞こえていますよね Immortal Mother of Schlag Combo. Na, das wird ich eigentlich nicht machen, aber ja, warum nicht? Ist eigentlich egal. Also es ist auch für alle, die im Rad jetzt immer schon mal eine auf Fressen geben wollten. Also wirklich, also ich kann es nur immer wieder sagen, das Charakterdesign ist wahnsinnig toll in dem Spiel. Aber wenn man da jetzt nicht gerade so viel verseckt, wenn man sich nicht festpackt. 引き上げてやる Dafür wirst du bezahlen! Und Finisher! Like a stone! 少しはマシな動きができるようだな。 300 XP? Oh ja, stimmt, ich hab ganz vergessen meine Attributspunkte zum Verteilen. 貴様何をする今だこれをやれ魔漢光殺法ちくしょざまみやがれ Allerdings, mein Freund, allerdings. なんだったんだあいつは So verschwand der mysteriöse Krieger wieder. お疲れ様です。素晴らしい動きでした。とても初めてとは思えませんよ。Ja, mein erstes Mal. Entschuldigung, aber das wird jetzt leid, das wird jetzt sein müssen. 不要に歴史を変えることなく、無事歴史の改変を食い止めましたね。 Ah ja, okay. Ist doch gut, denke ich mal. これであとは時の海王神様に巻物をまとめてもらえば全て解決と。あ、悟空さんのことなら心配いりませんよ。ちゃんとドラゴンボールで復活しますからね。Ja, also mir ist es bewusst, was mein Charakter bewusst ist, keine Ahnung, aber... それから実は歴史の改変が起きているのはあの巻物だけじゃないんです。また準備ができたら声をかけてください。お願いしますね。Ja. So viel zum ersten Teil der Saiyajin Saga. Normalerweise, um jetzt weiter zum kommen, müsste man einen Charakter ein bisschen trainieren. Das kann man vielleicht noch, also das kann ich vielleicht noch kurz zeigen in der Aufnahme. Aber vielleicht sollten wir jetzt zuerst einmal anpassen. Attribute boosten. Ja, das ist natürlich die Frage, wo boost man jetzt am besten? Aber Gesundheit ist ja schon mal nicht schlecht. Dann Grundangriffe ist natürlich auch ganz wichtig.
Und Schlag- und Ki-Explosionsangriffe, da die jetzt einmal ein bisschen was nehmen. Ist natürlich aber auch blöd, weil man nicht weiß, was man skillen soll. Aber maximale Ki und Ausdauer, ich glaube, das reicht jetzt für den Anfang. Ist noch. Stellt sich da nicht aus. Ja, und wie gesagt, also bei den Kämpfen, die man in der Story oder sonst irgendwo beschreitet, können Ausrüstungsteile dann gewonnen werden. Die werden dann auch über das Anpassungsmenü da Ausrüstung ändern. Und da kann man dann alles nochmal ein bisschen durchwechseln, wie zum Beispiel Zubehör. Ich habe jetzt schon ein bisschen was frei.